Zuerst mal habe ich gesurft in Südkalifornien, in San Diego. Ja, typisch Kalifornien ist hier halt einfach, ja, es surft fast jeder. Einfach, man kann es fast nicht umgehen zu surfen. Das ist Ski auf dem Pickup, 4 Boards, da eine Mutter mit dem Kind am Surfen ist. Wenn man in eine Garage schaut, sieht man 6, 7 Surfboards. Man ist einfach hier, das Surfen ist hier daheim. Am meisten hat mich fasziniert einfach die Naturkraft von diesen Wellen und der Ablauf des Ganzen, mit dem Wasser, mit der Welle und der Mensch mit dem Brett. Ich wohne in Thun, in der Oberen Hauptgasse 48. Das nächste, wo ich surfe, ist in Capretto, das ist Südwestfrankreich am Atlantik. Die meisten Wellen und Fun hatte ich in Nembrala, das ist auf Rote Island in Indonesien. Und das ist eine sehr spezielle Rechtswelle. Und da ich Natural Footer bin, ist das eigentlich, ja, ich hatte die 2 Stunden, ich glaube, meine beste Surf-Session von meinem Leben. Vor 25 Jahren hatte ich ein gesundheitliches Problem und das hat mich dann bewogen, einfach einen anderen Lebensweg einzuschlagen. Das hat mir dann gezeigt, wie hoch dass ich eigentlich die Freizeit, die Gesundheit einfach schätze. Wenn ich zurückdenke an meine Jugend, würde ich mir sagen, vertraue mehr auf dein Bauchgefühl. Ich bin Badmeister, Eismeister und tue aber den Tambour die Instrumente warten. In der heutigen Zeit habe ich noch 3 Monate frei im Jahr und schaue, dass ich so 2 Monate am Strand irgendwo surfen kann. Ich lebe auf sehr kleiner Sparflamme in der Schweiz und so kann ich das recht gut finanzieren. Also meine Lieblingsaktivität in der Schweiz sind natürlich Skaten, weil ich schon ewig lang Rollbretteln und gehe viel in die Berge mit dem Velo und laufen. Ich habe lange Arbeitstage und das tut mich dann so ein bisschen ablenken. Also wenn jemand zuerst mal surfen geht, würde ich sagen, dass er sicher gut schwimmen kann. Gehe an den Strand, mal das Meer ein bisschen beobachten. Und gehe dort raus, wo Surfer sind, wo du nicht alleine bist, wegen der Strömungen. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the light. So wie ich jetzt lebe, ich glaube, ich würde mit nichts tauschen. Ich bin Jimmy und mein Element ist Wasser. If you liked today's episode, please do me a huge favor and hit that like, or even better, the share button. If you want to be the first to know when my next episode is ready, go over to my YouTube channel and hit subscribe. That's it for today. Thanks for watching. See you next time. Super.